Und somit herzlich willkommen zurück hier bei sinnlosen Let's Plays Retro Cash Mario Golf Advance Tour. Und? Wie geht es? Champ des Links Double Cups. Ich gratuliere dir. Wegen all der Leute, die dich belagert haben, habe ich dir leider nicht vorher gratulieren können. Du warst großartig. Aber vergiss nicht, dass ich auch ein wenig zum Sieg beigetragen habe. Oh, die Cup-Trophäe. Das ist der klare Beweis, dass wir das ultimative Doppelteam sind. Ah, das ultimative Team hört sich gut an. Tja, wir haben alles erreicht. Heißt das, dass wir nun getrennte Wege gehen? Nein, heißt es doch nicht. Aber natürlich nicht. Warum sollten wir unser Team auflösen? Nur weil wir den Titel gewonnen haben? Das wäre wirklich lächerlich. Der Titel aller Titel ist kein Grund, das Team auf Eis zu legen. Sorry, ich sollte nicht schwafeln. Das kommt mir alles wie ein Traum vor. Dieser Wettkampf zu gewinnen, sollte jeden Golfer zufriedenstellen. Nun können wir uns beide wieder voll auf unser Training konzentrieren. Ich werde erstmal wieder in mein Zimmer gehen. Lass mich wissen, falls irgendwas anliegt. Ja, und da ist da gerade ein kleiner Backflash gewesen, in dem Fall. In der letzten Folge haben wir ja im Doppel den Linksgap gemacht und das Ganze sollten wir jetzt im Einzel auch noch machen. Der Score mit +2 ist aber schon ziemlich bescheiden gewesen und ich hoffe, dass ich es im Einzel ein bisschen besser mache. Dass zumindest ein Minus-Score sollte drin liegen, wäre schön, wäre zu wünschen. Und dann, ja. Nein, ich müssen zum Meister kredieren. Ja, ist da vorne, müsst ihr mich anmelden fürs Einzel. Also schauen wir mal, ob wir das schaffen und ob wir den Kit und den Chain da können schlagen. Und ob wir heute noch mal ein bisschen besser Golf spielen als in der letzten Runde, wie ja gerade schon angesprochen, sind wir nicht so wirklich, oder bin ich zumindest sicher nicht so wirklich zufrieden gewesen mit der letzten Runde, die ich gespielt habe. Daher wenn wir noch probieren, das Ganze hier besser zu machen. Schauen wir, ob wir führen mögen. Könnte noch knapp werden. Dann müssen wir da noch einen Baum reinfliegen, natürlich nicht. Und ja, mal dann wieder mit einem Paar starten, so wie der aussieht. Ja, in dem Fall schon. Aber es gibt ja Schlimmeres. Zum Beispiel Bogey, Double Bogey oder das +4 haben wir alles schon gehabt bis jetzt in der Aufnahme. Mehrheitlich immer so versagt, aber einmal in den Doppel. Ja, und da haben wir einen Powerschlag verschenkt. Schade. Hinter den Bäumen. Ist wahrscheinlich auch nicht unbedingt so super. Ja. Effektiv so, ja. Und der nächste Powerschlag verschenkt. Für nichts. Leider. Gut, wir haben auf Rückenwind.
Yeah, Mann! Da ist einmal ein Igel. Jetzt sehen wir mal einen Igel auf der Aufnahme. Der ist geil gewesen. Leck, da freut mich jetzt gerade. Das war ein geiler Schlag gewesen. Oh, da haben wir auch 8 Meter Rückenwind. Aber es geht aufwärts. Schauen, was da gibt. Es sieht nicht so schlecht aus. Also der Start wäre schon mal sehr vielversprechend. Hoffen wir, dass wir so weitermachen. Obwohl Powerschläge immer nicht mehr viel, die haben wir die meisten versaut. Aber die Runde macht bis jetzt Fun. Wir sind aber erst beim 3. Loch natürlich, das ist mir auch klar. Ah, und der rollt genau noch ins Heidekrauti, das ist schlecht. Ja, da müssen wir uns auf ein Paar einstellen. Ja, man soll den Tag nicht vor dem Abend loben, heisst es immer so schön. Da haben wir einen Haufen Seitenwind und Regen haben wir auch. Aufwärts geht es glaube ich auch noch. Dann lasse mich jetzt bitte den Schlag nicht vermasseln. Bin ich schon zufrieden. Bitte nicht im Bunker führen. Dankeschön. Soll ich da einen Powerschlag in Kauf nehmen? Ja, komm, den nehme ich in Kauf. Ja, der ist uns geschenkt worden. Ganz ein schöner Schlag geworden. Ja, heute läuft es mal ein bisschen besser, sieht mal ein bisschen besser aus, aber wie gesagt, es kann immer noch viel passieren. Man sieht 4 Meter Rückenwind, wir mögen da nicht ganz führen, wir lassen aber den Ball genau auf den schnellen Untergrund aufhauen. Also da mindestens ein Doppel-B. Nehme ich mal an. Ja, hätten wir fast ein bisschen mehr Backspin dürfen geben. Aber es sollte lange. Wir haben schon auf dem Loch Nummer 7. Aber auch wieder auf den schnellen Untergrund. Wir haben Seitenwind, 6 Meter. Hoffen wir, dass wir nicht im Bunker und nicht in die Seitenkraut reinkommen. Oh, der kommt ganz schön. Fast zu weit, fast nur im Wasser sogar. Da hätte ich es gar nicht gedacht. Der tut weh. Da hätte ich ein bisschen korrigieren. Aber wir sind ja gut dran und es gibt immer noch ein paar. Dem her. Und wir sind in Führung. Und der Kit, der ist auf dem 5. Platz da. Der Neil ist auch gut dran, Helen auch was.
Chain Spiel gegangen. Ich sehe es gar nicht da. Egal. Ja, ist ein paar 5 Mann, einer müssen wir noch einen Powerschlag auspacken. Mal schauen, was der nützt. Ja, nicht viele so. Ja, wenigstens nicht im Heidenhut stecken bleiben, das ist schon mal viel wert. Den wollen wir anleben, wie wir meinen. Einmal B. Oder A. Wenn kein Wind und die Flugbahn ist ziemlich steil vom Ball. Gehen wir eher als A, oder? Gehen wir als A. Ganz schön. Wenn nur da Loch von uns und dann wären wir erst in der Hälfte. Dann haben wir 5 Meter Seitenwind. Verzogen. Ja, da ist jetzt das Risiko, aber mit 5 Meter Seitenwind. Ich habe da den Ball voll aufziehen und Versuch ist es wert. Vielleicht geht es auch in die Hose. Ja, geht in die Hose. Genau, im Bunker hier. Leider. Wird auch noch ein paar geben. Wir sind ja nicht schlecht dran. Wir sind sicher mal besser dran als im Doppel. So viel ist schon mal sicher. Der Ball kommt gar nicht gut. Ich denke, den haben wir ziemlich verhauen. So schade. Ja, wenn der jetzt auch noch rein wäre, wäre vielleicht ein bisschen zu viel des Guten gewesen für die heutige Runde. Durchaus verständlich. Ja, da tun wir wieder mal einen Powerschlag verschenken. Kriegt noch einmal wieder ein bisschen näher. Loch Nummer 12 und da dürfen wir jetzt einen Powerschlag vergeben. Aber wenn wir nur noch 2 haben. Aber der wird uns geschenkt, das ist schon
mal schön. Ah, Polizei der kommt. Scheiße. Ah, gerade noch im Rausch gestoppt, wenigstens. Ziemlich hinterm Baum, das ist nicht so schön, aber es langt, so wie es aussieht. 4 Meter Gegenwind. So Seitenwind. Schade. Hätte von mir aus auch der hier, aber natürlich nicht wollen. Meter. Ist ziemlich viel. Da war nicht im Hau stecken geblieben, dann bin ich schon zufrieden. Ja, genau, in einem Baum. Ist nicht so schön. Dann muss ich probieren so. Ah, den möchte ich noch nicht vergüten. Schauen, was rauskommt. Schneller. Ja, nicht so schön, nicht so gut. Oder wenn wir wieder mal das Risiko in Kauf nehmen. Den mögen wir eh nicht führen, aber da nehmen wir das Risiko in Kauf, oder? Und hat sich ausgezahlt. $10 Meter Gegenwind, das ist nicht so schön. Wahrscheinlich auch mit einem paar Leben. Ja, da hätten wir dürfen normale Frontspin geben. Der noch reingeht, ist fraglich bei meinen Hartkenntnissen da mit dem Gelen. Aber wir haben ein paar wenigstens geschafft da, und dann wären wir schon beim Loch Nummer 15. Da haben wir Gegenwind. Ein bisschen. Da wird es weit gehen. Schade. Da wollen wir aber gerade noch mal unser Glück probieren. Da wird nicht lange. Das ist viel zu weit natürlich. Da ist das Risiko wieder mal aufgegangen. Dann hätten wir da die nächste H5-Bahn. Sollen wir das Heidekraut reinspielen?
Safe. Jetzt so ein schönes Garten wird man jetzt nicht noch versauen, wieder mit einem Plus 4 oder so etwas. Dann wenn wir halt da eher auf ein Paar tendieren als auf ein Birdie, auch wenn es ein Paar 5 Bahn ist. Aber eigentlich sollte man auch so schön führen mögen. Wenn wir jetzt da noch einen Powerschlag wieder verschenkt haben und wenigstens nicht ins Wasser rein. Aber der Schlag ist jetzt gar nicht so hoch, wie ich will. Immer schwenken, dass der Ball nicht ins Wasser ist. Der letzte. Und so gleich noch ein Birdie machen. Sieht eigentlich ziemlich gut aus. Oder schön aus, was wir bis jetzt gemacht haben. Nur 8 Meter gegen weit. Ja, da wird wahrscheinlich noch nicht lange für ein Birdie. Nehmen wir mal an. Aber mit dem Paar sind wir natürlich auch zufrieden mit einem schönen Score. Ich glaube, einer der besten bis jetzt. In dem Let's Play. Das freut mich natürlich. Da müsste jetzt ziemlich viel schief gehen, damit wir da letzte Loch alles noch versauen. Zum Beispiel da eben genau den Ball ins Wasser spielen. Dann wir gehen auf Safe. Vorher das Paar aufnehmen, bevor wir sonst eine Seite machen. Noch der letzte Superschlag für Güte. Nehmen wir auch in dieser Folge alle aufgebraucht. Und dann hätte ich wenigstens in dieser Folge mein Versprechen gut gemacht, dass man im Einzel besser gespielt hat als im Doppel. Nehmt dann natürlich jetzt noch zum Ergebnis und es gibt dann natürlich noch einen Haufen Punkte, die man verschenken kann. Und die verschenken wir natürlich alle den Cash an, weil mit der möchten wir natürlich den weiterspielen. Ich weiß noch nicht, ob ich im nächsten Cup-Doppel auch noch mache. Lasst euch überraschen, wahrscheinlich wird es eher noch eine Einzelfolge geben. Wo man einfach die letzten Kurs dann auch noch sieht. Aber dann könnt ihr das Let's Play mit einer geraden Zahl abschliessen. Was noch schön wäre. Somit vielen Dank, dass ihr dabei gewesen. Ich hoffe, bis zum nächsten Mal und man hört sich.